Willkommen zurück. Vierter Teil, Oxygen Not Included, Let's Play mit Shooty. Die Basis gedeiht und prosperiert, möchte ich mal sagen. Ich denke mal, die wichtigsten Grundbedürfnisse sind gestillt, die Duplikanten können schlafen, die Nahrung wächst, wird wohl auch ein bisschen langsam knapp. Entsprechend werde ich im Moment keine neuen Duplikanten anheuern. Dennoch, hier steht neue zur Verfügung. Schau mal, ist was Schlaues dabei? Wenn nicht, kann ich sie ablehnen. Nee. Weg damit. Gib mir eine bessere Auswahl. Ja, ich löse mal die Pause. Los geht's. Was wollte ich machen? Genau, die Wassersammelstelle. Die Wassersammelstelle und vielleicht noch ein bisschen Energieausbau. Scheint mir sinnvoll, machen wir auch gleich. Dafür brauche ich Granit. Granit habe ich ein bisschen abgebaut, das passt. Jetzt ist das hier kein Granit, sondern Sandstein. Das hier ebenso, weg damit. Wie heißt das? Magmatit. Es ist echt schade, dass das hier nicht drin steht. Ich muss das wirklich hier noch schauen. Wo ist Magmatit? Ist ein Gemisch aus erhärtetem vulkanischem Gestein. Ja, weiß man doch. Hat einen Härtegrad von 25. Okay. Und Granit von 80. Ja, Granit gefällt mir schon besser. Ich werde doch hier einfach noch ein bisschen mehr Granit schlagen. Sollte so funktionieren. Ja, Nahrungsmangel. Ja, dauert nicht mehr lange und ich habe das erste Mehlholz, die Läuse habe ich ausgeschaltet, das ist gut so. Ja, geht schon los. Ernte ist aktiviert, dann aktiviere ich hier die Läuseproduktion auf Stufe 7. Läuft. Läuft definitiv. Gut, wenn dem dort fleißig gekocht wird, die Forschung lasse ich schnell sein, werde ich hier Wasserauffangbecken bauen. Ich denke 10 Felder sollten eigentlich reichen. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, machen wir so. Das bis hier drüben. Da muss ich dann aufpassen. Ne, ist ja egal, ich will das hier drin haben. Deshalb mache ich das hier so weg. Sehr schön. Gut, bei den Leitern ist es ja so bis 2 Felden können sie bauen, also wenn ich hier alle 2 mache, sollte das passen. Ich könnte auch sagen, alle 4. Ja, wieso mache ich das eigentlich nicht so? Wäre viel. Muss ich weniger bauen. Ist dann halt nicht 100% symmetrisch, aber cares. Ne, ich habe hier Leiten außenrum, das passt schon. Passt, machen wir so.
Es sollte machbar sein und das gleich alles einstürzt. Et voilà. Gut. Dann gibt es hier einiges zu graben. Ah, das ist diese blöde Sandstein. Machen wir mal so. Ja. Machen wir mal so. 5,1 Tonnen Algen. Läusebrot läuft. Wie sieht Sauerstoff aus? Ja, in der Kaserne ist natürlich immer ein bisschen mühsam. Da sind so die ganze Nacht und Atem Kohlendioxid. Nee, was atmen sie auch? Was auch immer sie ausatmen, ich weiß nicht, aber sie atmen Sauerstoff ein. Entsprechend ist hier ein bisschen dicke Luft. Natürliches Sauerstoff. Hier ist noch ein einzelnes. Hier unten hat es noch ein bisschen. Das kann ich hier durchgehen lassen. Die Hatches. Wo habe ich die Hatches? Ich habe hier 2 Hatches. Ich dachte eigentlich hier wäre noch eine. Wo war denn der? Ja, ist da irgendwo runtergefallen? Ich könnte. Ah, hier hinten. Mhm. Weiß ich im Moment nicht so richtig. Ja, vielleicht kann ich den so rüber lotsen. Ja. Naja, gut. Also die Markierung brauche ich nicht mehr. Die auch nicht. Mikromatsch läuft auf Hochtouren, wie es sich gehört. Hier wird dann noch abgebaut. Granit habe ich noch. Eigentlich ziemlich gut. Okay, Nacht. Hier sieht man jetzt eigentlich schön, wie das. Es ist doch. Das die atmen wirklich Kohlenstoffdioxid aus. Luft wird immer dicker. Aber ansonsten sieht es eigentlich, ja, sieht okay aus. Passt so. Das ist natürlich ein größeres Projekt hier mit diesem Auffangbecken. Kann es eigentlich sein, dass das Startgebiet größer oder kleiner sein kann? Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen eng ist diesmal. Wenn ich so Temperaturen anschaue. Oh, da fällt mir ein. Ein Supercomputer wäre eigentlich nicht schlecht, damit wir immer ein bisschen forschen können. Anschluss an Stromnetz. Die unten ist ja vorbei, genau, hier unten wollte ich auch noch bessere Batterien bauen. Nahrung sieht mittlerweile eigentlich wieder ganz okay aus. Das war 87. Was
passiert denn hier mit dem ganzen Kohlen? Oder ist das jetzt hier einfach runtergetröpfelt? Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Oder wird das irgendwie vom Sauerstofffluss vernichtet? Man weiß es nicht. Gut, Supercomputer ist da. Was mache ich als erstes? Neues Zubereitungsmittel. Okay. Dann sicher wichtig ist Energiegewinnung, Kohle. Hygiene ist okay für den Moment. Luftsysteme. Ich mache mal die Druckkontrolle. Aus zwei Gründen. Erstens, die luftdurchlässigen Ziegel sind vor allem für das Schlafzimmer wichtig, damit dort die Luft ein bisschen besser abfließt und die ersten Luftschleusen. Was sind eigentlich die automatische? Okay. Erstmal Druckkontrolle. Gut, Strom habe ich ja angekündigt, da werden jetzt mal ein bisschen dickere Batterien gebaut. Die kleinen kommen weg, dafür gibt es ein zweites Hamsterrad. Aufräumen werden auch wieder mal ein bisschen angesagt. Also ich muss mal gucken, wenn ich das hier so runterlaufen lasse, ist natürlich der Strombereich abgeschnitten. Räume ich hier mal auf. Strom ist ausgegangen über die Nacht. Deshalb gibt es auch die dickeren Batterien. Da wird mehr Strom gespeichert, das sollte dann auch über die Nacht reichen. Ach, das habe ich ja noch immer nicht gemacht. Viel davon gequatscht, nicht gemacht, Hassan weggeheilt. Damit der Verletzungsdebuff weggeht. So viel zu tun, so wenige Duplikanten. Zu wenig Zeit. Ja, ich werde hier mal die Ernte unterbrechen, damit sie ein bisschen gleich wachsen können. Im Moment ist es nicht so dringend, wir haben jetzt 7000 Kalorien für 4 Duplikanten. Und neue wissenschaftliche Errungenschaften erreichen unsere trostlose Kolonie. Mit der Druckkontrolle. Sehr schön. Gut, Strom. Ich werde jetzt hier noch die ganze Kohle
Produktion erforschen, inklusive den Starkstromkabeln, damit ich irgendwo noch was Schlaues aufbauen kann. Da möchte ich gar nicht lange irgendwie rumdoktoren und rumbasteln. Das gibt hier gleich eine anständige Energieversorgung. Ich denke natürlich auch, dass ich das Wasser endlich mal wegbekomme. Das steht dort im Wege. Ja, ich lasse das jetzt mal durchlaufen. Sonst geht das hier nicht vorwärts. Wenn ich immer wieder neue Aufträge setze, dann verzetteln die sich natürlich. Ab ins Bett. Schlaft euch gut aus, meine lieben Duplikanten. Ihr habt noch sehr viel Arbeit vor euch am folgenden Tag. Zyklus 13 steht kurz bevor. Doch. Machen wir so. Also, da strampelt sich hier gerade was ab. Ich werde die kleinen Batterien, obwohl sie voll sind, wegschmeißen. Guter Generator. Und durch ein zweites Hamsterrad ersetzen. Hat im Übrigen auch den Vorteil, wenn die hier die ganze Zeit im Kreis rennen. Strom, Hamsterrad. Dass hier Athletik. Das könnte ich das setzen nicht. Ah, jetzt nur das Kupfererz. Ja, Athletik trainieren. Ja, neue Duplikanten. Schauen wir, was Schlaues dabei ist. Wäre nicht schlecht, der ist gut zum Graben. Ein Bergarbeiter. Ja, ich denke, den nehme ich. Ja. Weil Graben, ja, ist noch einiges los. Kriegt hier ein Bettchen der Max. Soll ich bitte gleich loslegen? Wo ist er? Da. Genau. Ist schon am Graben. Sehr schön. Ich mache hier unten auch noch dicht. Das kann alles weg. Das kann alles weg. Melaus ist auch bereits schon wieder bereit. Da ich jetzt aber noch keine sinnvolle Kühlung habe, lasse ich die mal noch, weil ich habe noch 9000 Kalorien. Das reicht bei 5 Duplikaten eigentlich fast 2 Zyklen.
Sehr schön. Wassertank ist bald fertig. Ja, ist vermutlich auch noch ein bisschen sehr optimistisch ausgedrückt. Aber läuft, definitiv läuft. Ich frage mich da jeweils, wie die Prioritäten gesetzt werden, wenn es zwei verschiedene Baustellen hat. Weil eigentlich wachen sie hier auf und diese wäre viel näher. Dennoch gehen sie hier nach unten. Man weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich hier bald neue Container brauche. Deshalb baue ich auch welche. Sehr schön. Gut, ich lasse die Forschung schnell bleiben. Damit ich hier mehr Arbeitskraft zurückbaue. Ja, damit hier mehr Leute arbeiten. Weil Forschung ist ja doch ziemlich duplikanten- oder ressourcenintensiv. Zum einen muss einer forschen, im anderen muss hier Wasser und Erde hintransportieren. Go, go, go. Nahrungsmangel, boah, die haben echt schon alles gegessen. Hey. Die haben echt alles gegessen, ja. Gut. Dann bleibt mir hier keine Wahl. Oh, das ist schon alles fertig, 17. Mhm. Echt cool. Das läuft. Oh. Weg. Das kann weg. Ich denke, ich baue hier. Ja. Das bringt hier eh nichts. Achso, weg damit. Dann kann ich hier oben noch eine zweite. Eine zweite Mehlholzfarm aufbauen. Schaut mir zwar bei 5 Duplikanten nicht übertrieben, aber das geht jetzt wirklich schnell. Sauerstoff ist okay. Hier oben ist alles weg. Kann ich eigentlich auch noch weiterbauen. Das hier scheint noch der... Ah ne, jetzt auch noch. Ja, gibt wieder einiges zu tun. Gibt Gas, meine kleinen Duplikanten.
Oh ja, das gefällt mir gar nicht. Der war schon voll. Zyklus 15. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Ja, ich baue das einfach so. Oben drum komme ich nicht. Ja, das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Ja. Muss ja nicht riesig sein, das reicht hier schon. Das reicht hier schon. Ja, machen wir das so. Dann geht's hier. Hüpf. Nochmals. Ja. Sollte so funktionieren. Was läuft hier oben? Ja. Ich will das wirklich schnell loshaben. Ich sitze hier. Das wird hier einfach, ja, so ein provisorisches Auffangbehältnis. Für das Stinkwasser, das verschmutzte Wasser, das muss weg. Weil das produziert verschmutzte Sauerstoff und das will ich nun wirklich nicht hier oben. Ja, schon ein bisschen Priorität. Den schalte ich wieder aus. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn die nächste Ernte ready ist. Ich habe jetzt 20.000 lose Brot, das müsste eigentlich gut ausreichen für ein Weilchen. Hier kommt noch einer rein. Fünf Duplikaten bevölkern mittlerweile Deep Space Colony in Oxygen Not Included. Sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Sauerstoff hier in diesem Bereich ist noch ein bisschen... Ja, könnte besser sein. Also wichtig ist, dass ich hier endlich mal das Wasser runterbringe, dann kann ich hier noch einen zweiten bauen. Ja. Gut, hier oben wurde aufgeräumt. Das Granit machen wir weg. Mal schauen, ob sich hier irgendwas getan hat am Rand. Hier ist irgendwas. Oh. Das ist ein Hirn, ja. Sehr schön, da können die Duplikanten, zumindest einer der Duplikanten kann dort etwas lernen. Neue Eigenschaft. Neue Duplikanten, soll ich mir das an? Ich schau mal rein.
brauche ich eigentlich? Was wäre schön? Bauen wäre nicht schlecht, graben ist immer gut. Basteln. Also basteln, bauen, graben. Basteln, bauen, graben, basteln. Nö, bitte neue Auswahl. Da wird nicht alles genommen in diese wunderschöne Kolonie. Ich denke, das sollte hier das Ganze ein bisschen entschärfen. Warum geht es hier nicht weiter? Unerreichbarer Grabeort, liegt das daran? Das hier, zack, zack, zack. Na, ich denke, das liegt daran. Nein, dachte ich mir doch. Oh, Moment. Nicht das Oxylit abgraben. Das brauchen wir noch. Sehr schön. So, der ist gleich fertig. Dann räumt hier noch schnell auf. Und während dem aufräumen könnt ihr auch gleich noch einen Flaschenklärer bauen. Mit O dreht man. Ist allerdings nicht bei allen Gegenständen oder allen Gebäuden möglich. Gewisse lassen sich drehen, andere nicht. Probiert es einfach aus. Gut, dann werde ich dann diese Flasche los, denn hier wirklich alles, naja, hält sich noch in Grenzen. Ich muss hier schnell Pause machen, sonst rutscht es weg. Da haben wir verschmutzt, das ist auch schon ein bisschen verschmutzt. Ja. Habe ich nicht gesehen, hätte ich früher bauen müssen. Das ging hier schneller als erwartet. Aber ist nun mal so, ich würde trotzdem schon damit beginnen. Damit ich hier die Flaschen loswerde, verschmutztes Wasser, Prio 7. So, das sollte jetzt weggehen. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Hier wurde alles abgebaut, was man abbauen kann. Das ist ebenfalls nicht abbaubar. Ja, passt. Gut, ich würde sagen, es gibt wieder mal eine Aufräumaktion. Nee, das nicht. Ich möchte erst den hier fertig bauen. Genau so. Ja, das passt. Weg damit. Und ja, da muss natürlich dann auch aufgeräumt werden. Aber nicht nur das. Ja, jetzt wird es langsam immer ein bisschen kompliziert. Ich werde hier jetzt schon mal 2 Wasserpumpen bauen, weil wenn das hier bis zu einem gewissen Maße mit Wasser geflutet ist, kommen die Duplikanten nicht mehr ran. Und werde hier schon mal Leitungen bauen. Passt. So. Ah, und Strom brauchen die natürlich auch. Mal so weit, dass ich es von außen weiterbauen kann, das reicht dann.
Mehr ist nicht nötig. Und wenn das hier aufgeräumt ist, dann lasse ich hier mal das Wasser fließen. 13.000, ja, es sind 14.000 Kalorien, da muss ich noch nicht ernten. Also das reicht hier, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Mehlholz für 5 Duplikanten, scheint auszureichen. Wenn ich das mit der Ernte ein bisschen teure, brauche ich gar keine Kühlungsvorrichtung. Wie sieht es mit Sauerstoff aus? Alles gut hier oben, wie immer dieser Bereich der Emissoren macht. Ich habe durch diese luftdurchlässigen Ziegel. Ich denke, es wird Zeit, die mal zu bauen. Dasselbe auch mit der Luftschleuse. Hier und hier. Das wird ja eine Schleuse werden dort. Kriege ich hier auch den Bonus für den Schlafsaal. Das sollte dann ein bisschen diese stickige Situation im Schlafraum lösen. Sehr schön. Gut, im Sanitärflüssigkeitsoverlay sehe ich, die Leitung dort ist fertig. Ich mache mal schnell ein bisschen langsamer, weil ich denke, die Hauptaufgaben sind erledigt. Strom wurde gebaut, jawohl. Das heißt, es ist Zeit, hier einen Durchbruch zu machen. Das war mit Prio 9. Weg damit! Bedeutet natürlich auch, dass ich hier neue Sanitäreinrichtungen bauen muss. Ja, dieser Sand, der treibt mich noch in den Wahnsinn. Und auch hier geht natürlich Hände waschen. Gut, das Ziel ist eigentlich erreicht von der Episode mit dem Wasserverhältnis. Ja, das läuft. Ich würde sagen, Episode ist erledigt. Hier kommt die Pause und die Pause bedeutet wie immer, Episode ist beendet. Danke fürs Zuschauen, habe mich sehr gefreut. Nächste Episode, die kommt schon bald und bis dann. Tschüss.